Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Der letzte Episode sind wir ja um Tragas Ricky entkommen und der Pater Martin will, dass wir uns mit ihm draußen treffen, aber der hat uns nicht die Tür aufgemacht, sondern wir müssen jetzt hier durch das Inferno durch. Natürlich. Und unsere Finger sind immer noch ab, natürlich. Die wachsen aber wieder noch, keine Angst, Bursche. Oh. Murkoff took so much from us. Der einzigste mit Hoa mittlerweile. Der mag sehen. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Das sieht auch gut So aus. let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get up from the kitchen. Okay. Lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Schalten Sie die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Okay, durch die Küche soll ich, aber da komme ich wegen der Flamme nicht durch, ja. Mann, Meter, das ist eine arme Sau. Der hat zwar noch sein Haar, aber ist schon halbseitig verbrannt und an ihm wurden zig Experimente auch gemacht. Und ja, der hält's einfach nicht mehr aus, der Kerl. Scheiße. Das ist heftig, das ist richtig heftig, dass einer freiwillig das wählt, weil, um ehrlich zu sein, die schlimmste Art, die ich mir vorstellen kann zu sterben, ist definitiv Verbrenner. Ich kann mir keine schlimmere Art vorstellen zu sterben als zu Verbrenner. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Qualvoller geht's gar nicht. Okay, jetzt sind wir da. Army Sau, wirklich. Anders kann ich schon gar nicht mehr sagen. Army Sau. Vielleicht ist er ja auch schon verbrennt, bis wir wieder zurück sind. Das tut mir auf jeden Fall echt leid. Aber irgendwie jeder, der hier gelandet ist, selbst die aggressive tut mir irgendwie leid. Natürlich habe ich ja so ein Gesicht. Jetzt frucht sich nur, wo ich die Sprenkleranlage wieder einstellen kann. Da war auf jeden Fall auch ein Weg zum Durchquetscher. Okay, du bist tot. Hoffe ich. Bleib auch bitte tot. Okay. Ein Dokument. Das will ich natürlich sofort haben. Und ich bin wieder guter Laune, weil es ist wieder die vierte Episode für heute. Das heißt, mehr mache ich halt auch wieder nicht. Merkblatt für so... für heute habe ich es mit dem Leser. Merkblatt zur psychopathologischen akuten Belastungsreaktion. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Okay. Hier ist es auch keine Schande, sich in die Hose zu brunzen, denke ich. Und daher passt das schon. Okay. Wir wechseln auch mal die Batterie. Boah, Mann. Der Preis des Erfolges, den jeder Let's Player und jeder andere Spieler, der es nicht Let's Playt, sondern sich traut, es zu spielen, vorweisen kann, wenn er Outlast zockt, ist definitiv volle Windel. Mann, Meter. Das ist aber auch ein Spiel. Jetzt mal ohne Witze, liebe Leute. So. Was haben wir hier? Außer knarzende Scheiß. Da geht's irgendwo hier, wo wir nicht durch können, weil es versperrt ist. Oh. Okay, Mann. Jetzt ist wieder total unangenehm, finde ich. Aber richtig unangenehm. Gott. Okay. Müssen wir halt da lang gehen. Gucken, was jetzt da wieder kommt. Okay. Oh. Oh. Das klingt... Das sieht wieder aus, noch Speckmann kommt irgendwie. Es sieht echt aus wie dasselbe Szenario im Keller. Oder woanders, wenn der Klopskerl noch dabei ist. Ich mach den Scheiß. Da ist ein Schäm-Dich-Schrank. Irgendein Spinner kommt um die Ecke gerannt und versucht mir das Leben schwer zu machen.
Was ist da? Da hängt einer... Hoppla. Hängt einer... im Oberkörper noch unten. Okay. Ich trau dem Brote nicht, bin ich ganz ehrlich. Es war so klar. Da ist er wieder. Ich muss zuerst die 2 Ventile öffnen, das heißt, ich muss am Speckmann wieder vorbei. Ach Gott, der kennt sich einmal Feinripp leichter, der Kerl, jetzt mal ohne Witz. Ach, ich muss immer an den zweiten Terminator denken, wenn der kommt. Immer wenn der Typ daherkommt, erscheint die Terminator-Musik. Gehen wir mal in der... hier in der Laundry Room, in der Wäscheraum. Gucken wir, was wir dort treiben können. Da wären noch Schränke zum Verstecken. Und der Klopskerl, der wütet noch irgendwo anders gerade rum. Zur Not kann ich immer noch zum Anfang rennen, weil durch das Ding passt er nicht durch die Lücke. Da ist er einfach zu fett dafür. Und er kommt dann nicht auf die Idee, das kaputt zu schlagen mit seiner immensen Kraft. Was irgendwie Glück für mich ist. Okay, da ist schon mal ein Ventil, was ich drehen kann. Zack. Jetzt kommt der arge Watschel, der Klopskerl. Das heißt, ich sollte mich hier, wenn möglich, verstecken. Hier am besten. Er hat mich schon. Okay. Hi, Chris. Okay, wir gehen wieder auf der Anfang. Musik. So, da ist er einfach zu blöd und zu fett dafür. So. Da kommst du nicht durch. Du ekliger Nicht-Arsch-Abputzer-Rino. Okay. Wir sollten speichern, wie ich finde. Oh Mann. Ja, speichern. Versuch's nur. Versuch's nur, du hässlicher Kotzkopf. Du kommst nicht zu mir durch. Einmal Prügelei stecke ist echt nicht so schlimm. Damit kann ich noch leben irgendwie. Okay, ich meine, schade, dass man mit dem Typ nicht retten können, wenn er irgendwie Probleme lösen will, wie er es mal in seiner Unterlage hingeschrieben hat, wäre es doch mal schön, mit dem zusammenzuarbeiten. Ich meine, der wäre ja wenigstens noch ein guter Hilfe, der Typ. Der ist stark, der ist kräftig. Er ist zwar hässlich wie die Nacht, aber er wäre eine gute Hilfe. Schade, dass der nicht so gesprächebereit ist und nicht so ein Teamplayer ist. Okay, jetzt watschelt er wieder da hier. Oh, nett. Da haben wir auch wieder nichts. Da können wir uns durchquetschen noch. Das ist ach gut. Das ist noch eine zweite Möglichkeit, um vor dem Typ zu fliehen. Da kann er sich auch nicht durchpressen. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt gelandet? Na. Und sowas schreibt er sich nicht auf, sowas höchst Verstörendes. Das widerliche Leichenpetting.
Alter, hoffentlich steigt der Psycho mir nicht noch. Alter Falter. Sprinklervalve, alles klar. Da ist wieder ein Heavy. Okay. Jetzt habe ich die 2 Ventile gedreht. Das heißt, Valgas Christ müsst auch bald wieder Arschwabbler. No complaining now. We have to wash every little part. Ach die Scheiße. Who is it now? Who's it now? Wäh. Alter. Was anderes hält man da echt nicht. Einfach nur Alter. Wie bei South Park, wo der Schweizer Typ einfach der Bono säugt an seine Brust. Wo das dann auch einfach nur meint. Alter. Okay, da müssen wir durch. Das heißt hier drücke und dann weg. Ja, nix wie weg. Trophäe erhalten in Kupfer durchnässt. Okay, alles klar, wow. Das heißt jetzt wieder ab. Da durch, wo wir herkommen sind. Wo auch immer wir herkommen sind. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich finde ja den Weg schon gar nicht mehr. Ja, genau. Und dann von da aus ab durch die Küche. Steht Sache, wir speichern jetzt erstmal wieder, weil wir jetzt das alles hinkriegt haben. Oh Mann. Okay, das ist die Küche wieder, der Saal wieder. Da war die arme Sau. Keine Ahnung, wo der hier ist, der alles abgebrennt hat. Dann müsste ich jetzt hier durch die Küche abhauen können. Ah! Scheiße! Leck mich am Arsch, Mann, du blöder Penner! Oh, das war der Typ, der alles angezündet hat. Und der ist offenbar panisch. Oh Gott! Ah, du rast die Bump wieder. Alecco mio. Finger. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort, aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Oh Gott, scheiße. Oh, damit habe ich jetzt auch wieder nicht gerechnet, aber überhaupt nicht. Ist hier irgend noch was ich mitnehmen kann? Nee, nicht mal das. Oh Gott! Der Kerl hat mich jetzt ganz schön verschreckt. Vor allem, wenn der hier rauskomme ist. So ein blöder Penner, Alter. Da sollte man vielleicht auch in die Reihe kriechen. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, sind wir beim Trager gelandet und haben 2 Finger verloren. Also ich glaube, da bringt den Miles Upshore auch kein Wetter so schnell rein. Erinnert ein bisschen an Terminus aus The Walking Dead, der Serie. Oh Mann. Okay. Was war das jetzt? Warum macht es hier Gebietsänderung, wenn ich da eh nicht durchkomme? Ja, ich bin hier nicht durchgekommen. Deswegen hat es mich gewundert, dass es doch gerade hier sowas gemacht hat. Aber ich meine, diese Türe mit deiner... Bretter sind jetzt auch nicht unzerstörbar oder so. Das kriegt man schon hier. Okay, gewittert immer noch. Fahrstuhl funktioniert nicht. Da liegt noch ein Tote drin. Aber das ist da, wo uns der Trager hergeholt hat. Da sind wir, glaube ich, auch erschienen. Aus der Speiseluke hier. Und da hat er uns hier mit dem Rollstuhl hingefahren und gesagt, da können wir rausgehen, wir wären frei. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Wow. Nette Geräusche, das ermutigt mich natürlich auch sofort wieder. Und mir noch ein Dokument.
Sofort 3 Flüchte. Programmauszug M-Cultra. M-Cultra-Programm. CIA Mori Doc Nummer 140401. Seiten 159. Auszüge. An Akte. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Römisch 1. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Arabisch 3. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Arabisch 7. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Arabisch 8. Können wir diese Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Und Arabisch 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Da. Okay. Da kommen wir raus. Aber ich mag erstmal reingucken, nicht, dass ich irgendwo kostbare Batterie verpasse. Das wäre sehr schade. Ja, du leuchtest auch schon. Super. Eine Batterie. Oh, hi. Da ist auch noch da. Okay. Hui, dann ist jetzt tief durchatmen. Ja. Und wir sollten speichern. Ganz dringend. Immer noch auf der Männerstation. Okay. Suche Vater Martin. Ich sehe ach so viel hier. Ich habe absolute Durchblick. Ich habe keine Ahnung, wo was wie ist. Und finde hier auch überhaupt nichts. Wo geht's dann hier lang? Da kommen wir nicht mal durch. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mal Batterie verlieren könnte. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich zu verwenden. Immer nur, um mich so grob zu orientieren, wo was ist. Aber da komme ich eh nicht durch. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, toter Wachmann mal wieder. Irgendwie scheint es mit Wachmännern zu haben. Verdammt nochmal. Und die Geräusche machen es auch nicht gerade wirklich besser. How alive are you? Wie lebendig bist du? Eine Akte. Unser persönliches Kreuz. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht im Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leben größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Nein. Scheiße, auf den Typ kann ich echt verzichten. Vor allem, da der hier ein Patient ist, Vater Martin. Also auf den Freako kann ich echt verzichten, jetzt mal ohne Scheiß. Okay, die Treppe hat nicht so viel gebraucht. Einen Schlüssel brauchen wir noch, um woanders durchzukommen. Der schnauft wieder wie eine Drecksau. Ja, jetzt hättest du das überlegt, hierher zu kommen, ne? Wenn du jetzt gekannt hättest, wärst du nicht herkommen, wenn du das gewusst hättest. Das wäre mal keine Story der Welt wert. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Da ist eine Batterie wenigstens, das ist super. Aber ansonsten gibt es hier keine, doch. Für den Wartungsschuppen. Okay.
Was zur Hölle? Das ist doch nicht nur der Wind. Jetzt das... Ohne Scheiß, das kann man doch keiner erzählen, dass das nur der Wind ist. Da geht's wieder dorthin, wo wir ursprünglich herkommen. Und da müsste das sein, wo wir den Schlüssel dafür brauchen. Hier, ne? Okay. Hui. Und, ne? Ich würde sagen, ich speichere an der Stelle. Und, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast auf Pelzig. Und meine 4 Episoden pro Tag sind wieder rum. Das heißt, ich spiele jetzt Final Fantasy VII und reagiere mich erstmal ab. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und guckt auch nochmal die heutige Episode Final Fantasy VII. Das bringt euch wirklich runter. Machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.